Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, hat sich jetzt hier so einiges getan. Dazu wird es auf jeden Fall noch ein Video geben. In dem Video geht es aber um was anderes. Kommt mal mit. Da steht die Freude eines jeden Aufbereiters. Mercedes G-Klasse. Ja, da wird die PXE glühen. Wir schauen uns mal kurz den Ausgangszustand vom Fahrzeug an. Wie gesagt, weiße G-Klasse, hat hier und da einige Blessurchen am Lack. Die gucken wir uns später an. Wir schauen mal kurz in den Innenraum hier rein. Da ist mir nämlich schon eine Sache aufgefallen. Und zwar, wir haben 2, 3 Fleckchen hier zwar am Himmel dran, aber da müssen wir vielleicht von absehen, weil schaut mal da hinten, da hängt der Himmel nämlich schon runter. Das ist immer das, was ich sage, nicht so nass schamponieren, denn dann kann sich wirklich später der Kleber lösen. Hier kann es auch altersbedingt sein, aber ich denke mal eher, hier wurde wieder zu viel Feuchtigkeit reingebracht und dann hat man halt das Problem, dass sich da wie gesagt der Himmel absetzen kann. Wir haben noch ein anderes Problem und zwar die Reserveradhalterung muss runter. Ich habe gerade mit der Kundin telefoniert und die sagt, wir lassen es drauf ankommen. Sprich, wir haben hier unter eine Halterung, die sieht aber schon ziemlich korrodiert aus. Wenn wir es gut abkriegen, haben wir Glück. Wenn nicht, ja, dann nicht. Und es hat geknackt, wa? Jetzt ist Schrott, wa? Ja, das war's mit der Halterung. Das ist schlecht. Scheiße, jetzt haben wir den Salat. Naja, versuchen wir mal 1000. Das Ding ist komplett Schrott, ey. Scheiße, da kriegen wir auch nichts anderes mehr rein, ey. Ich sag ja, das ist komplett vergammelt hier. Fakt ist, das muss ab. Aber wie? Naja, ich würde sagen, gucken wir uns später an. Wir fahren das Fahrzeug erstmal waschen. Ich wünsche euch viel Spaß, ein bisschen Musik. Ab geht's. Mit der Wäsche bin ich durch. Ich kann euch sagen, plant bei den Fahrzeugen wirklich mehr als genug Zeit ein. Ich habe jetzt nur für die Wäsche 6 Stunden gebraucht. Wir kennen es gerade bei weißen Fahrzeugen mit den Ritzenkanten, dann auch noch die Flughorst Terrest Anhaftung. Also das frisst wirklich mehr als genug Zeit. Innenraum ist auch schon komplett fertig. Hier mal ein neues Tool angewendet. Was das ist, habt ihr im letzten Video erfahren. Was fehlt jetzt noch? Der Lackzustand und den schauen wir uns mal gemeinsam an. G-Klassen. Eins haben sie alle gemeinsam. Sie haben eine absolut wilde Optik, sind echt schicke Fahrzeuge, aber sie fressen auch wirklich Arbeitszeit ohne Ende. Ihr seht es hier mit diesen ganzen Teilbereichen, Applikationen, Schutzschienen und Co. Die müssen nachher alle sorgfältig abgeklebt werden, dass wir da auch keine Polierreste dran haben. Und dann seht ihr hier auch, wir haben eigentlich kaum große Flächen, wo wir mit unseren Maschinen rankommen. Also sprich, wir brauchen die entsprechenden Maschinen mit den kleinen Aufsätzen. Und das ist halt das, was alles wirklich extrem viel Zeit kostet. Wo kann man hier großartig mit einer großen Maschine arbeiten? Das ist einmal der Dachbereich und die Motorhaube und das war es eigentlich schon. Der Rest 75er Maschine und dann nach unten hin abwärts, würde ich schon fast eher sagen. Wir schauen uns mal den Lackbereich an und da muss ich sagen, er ist eigentlich verhältnismäßig okay. Wir haben hier einen uniweißen Lack, ihr seht, wir haben ein paar Kratzer, Swirls und Co. drin, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich finde ihn auch echt ganz gut. Wir haben hier in dem Bereich, es wünscht sich die Kundin, dass wir hier in den Scharnierbereichen diese Roststellen rausbekommen. Da werden wir aber vorsichtig mit einer Finishpaste durcharbeiten, gucken, wie wir das in den Griff bekommen. Ansonsten haben wir noch 1, 2 andere Blessurchen an dem Fahrzeug. Hier hinten ist ein bisschen Klarlack abgeplatzt, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein beim Polieren. Und wir haben hier hinten eine Stelle, darum soll es ja eigentlich in dem Video gehen, hier um das Thema. Das Rad ist schon mal ab. Wie ich das alles hinbekommen habe, das erfahrt ihr gleich. Wir schauen nochmal hier drüben, haben wir zum Beispiel nochmal eine Stelle. Die werden wir nochmal ein bisschen besser austupfen, nachlegen, dass wir die noch auch dementsprechend versiegeln können. Nächstes Stichwort, wie gesagt, Auto soll komplett Keramikbeschichtung bekommen und zweistufig poliert werden. Kleinen Testwort auf der Motorhaube habe ich schon mal gemacht. Schauen wir mal hier vorne rauf. Einmal Max Cut und das grüne Safe Sheet Pad und dann seht ihr schon, dass wir da eine schöne Defektkorrektur hinbekommen. Dann nochmal Perfect Finish und das wieder eine Safe Sheet Pad.
Und da sollten wir uns hier auf jeden Fall bei dem Fahrzeug so durchkämpfen. Und wie gesagt, hier hinten liegt das Rad. Genau darum soll es jetzt mal gehen. Ihr habt es am Anfang des Videos gesehen, da gab es ein paar Problemchen. Und wie man das den Kunden richtig mitteilt, darüber unterhalten wir uns jetzt mal. Und zwar war es ja eigentlich nicht das Rad, sondern der Kollege hier war der Übeltäter. Wir gucken uns das ganze Prinzip hier mal an. Kurz mal abstützen. Ja, und zwar eigentlich ist die ganze Geschichte so dran. Und das ist das, was hier drinnen so korrodiert ist, angelaufen ist. Hier geht man eigentlich mit einem Schraubenzieher rein. Es gibt noch einen anderen Weg, dass man hier außen in dem größeren Stück mit einem 5-Cent-Stück reingeht. Jetzt ist das Ganze auch wieder gängig. Ich habe das wieder ein bisschen gängig gemacht. Und dann kann man es nämlich rausklappen und dann kommt man an so eine Schraube. Die Schraube haben wir jetzt hier nochmal erneuert. Und schon ist das Ganze jetzt hier auch wieder funktionstüchtig. Also quasi ist die ganze Geschichte eigentlich so hier drin. Dadurch klappt der nicht mehr aus. Und wenn ihr die Schraube dann raus haben möchtet zum Verstellen, dann dreht man hier dran nur. Und dann kommt die ganze Geschichte hier auch dementsprechend raus. So, kann nachher lose gestellt werden und so entspannt werden. Haben wir jetzt wieder zusammengebastelt, funktioniert wieder, braucht die Kundin nichts Neues kaufen, aber ich habe mich natürlich vorher mit der Kundin drüber unterhalten. Und das ist halt der springende Punkt, mit dem Kunden Rücksprache halten. Gerade bei der Sache da hinten, ich habe die Korrosion vorher schon erkannt, habe die Kundin natürlich vorher schon angerufen, habe sie darauf hingewiesen. Gerade wenn wir die Sache jetzt lösen würden, kann es passieren, dass sie kaputt geht. Das sind irgendwo Erfahrungswerte, jeder kennt es. Wenn Schrauben korrodiert sind oder Alu angelaufen ist und so, dann passiert meistens das, dass da Sägemehl entsteht. Genau das ist da hinten auch passiert. Also Kundin vorher angerufen, drüber aufgeklärt, was passieren kann. Letztendlich ist es auch passiert. Dann habe ich nochmal Rücksprache mit der Kundin gehalten und die hat uns dann das Okay gegeben dafür, dass wir da hinten letztendlich die Spange auch mit Gewalt öffnen könnten. Natürlich haben wir jetzt einen anderen Weg versucht, hat auch geklappt. Ich denke mal, da wird sich die Kundin auch drüber freuen. Aber letztendlich konnte sie auch damit leben, dass sie sich da hinten ja eine neue Umrandung holt. Sie hat gesagt, Chrom muss irgendwann mal weichen. Das wurde ein Zeichen dafür, dass sie mal eine schwarze Umrandung braucht. Wie gesagt, wir haben sie jetzt nochmal gerettet. Kann sich die Kundin dann nachher frei halten, ob sie es ändert oder nicht. Funktionieren tut sie auf jeden Fall. Was will ich damit sagen? Euch wird letztendlich keiner den Kopf abreißen, wenn ihr immer ein gesundes Gespräch mit dem Kunden sucht. Alles ist letztendlich hier ein Handwerk. Es kann immer sein, dass irgendwo was passiert, genauso wie mit dem Dachhimmel. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie ihr vorher Fahrzeuge begutachtet, was ich auch immer mache. Gehe nochmal mit der Kamera einmal rum, um einfach nur mal einen allgemeinen Zustand vom Fahrzeug zu bekommen. Letztendlich seht ihr sowieso nicht alles vor der Wäsche. Meistens kriegen wir es erst mit, wenn wir wirklich beim Detailing sind und jede Ritzekante bearbeiten. Dann fallen uns auch gewisse Dinge auf. Aber selbst beim Dachhimmel, wenn einem sowas vorher nicht auffällt, dem Kunden vielleicht auch nicht auffällt, weil er sich gerade das Fahrzeug gekauft hat und ich informiere ihn vorher nicht drüber oder mache entsprechende Bilder, kann das nachher auf einen zurückfallen. Jetzt stellt euch mal den Worst-Case-Fall vor. Ihr habt hinten was nicht richtig montiert oder habt selber was zusammengepusht, der Kunde weiß nicht Bescheid, fährt auf der Autobahn und verliert zum Beispiel das Rad, weil ihr da irgendwas nicht richtig montiert habt oder die Halterung fliegt ab. Ja, und dahinter sitzt eine Familie mit Kind im Auto, dann werdet ihr euer Leben nicht mehr froh. Und das ist halt die Sache, euch wird keiner den Kopf abreißen, wenn irgendwelche Schäden an den Fahrzeugen entstehen. Klar, letztendlich haben wir Versicherungen dafür, aber selbst da sollte man nicht die allzu oft in Anspruch nehmen, denn da kann es auch passieren, dass ihr da rausfallt. Thema Versicherung könnten wir vielleicht auch nochmal ein Video zu machen. Also ich denke, ich bin ein Fall, der schon fast überversichert ist, aber ich bin da auch lieber gerade förmlich auf der sicheren Seite, bevor man dann nachher ja, auf dem Popo sitzt oder auf einem riesen Schuldenberg sitzt, weil vielleicht irgendwelche Fehler passiert sind, auf die man nachher ja nicht geachtet hat oder wo man einfach nicht für versichert war. Ich würde sagen, wir haben hier noch mehr als genug an dem Fahrzeug zu tun, einen Haufen abzukleben, einen Haufen zu polieren. Für euch gibt es ein bisschen Musik, wir sehen uns gleich wieder. Ab geht's. G-Klasse ist komplett fertig und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ihr seht, Reserveradhalterung hängt wieder komplett dran, ist natürlich auch komplett funktionsfähig und beschichtet wie der Rest vom kompletten Fahrzeug.
komplett, so viel komplette Sachen. Machen wir es komplett. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Falls Fragen sind, wie immer unten in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Dann sehen wir uns nämlich im kompletten nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.